Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movie-Illusion. Mein Name ist Corby und heute habe ich einen Anime angehauchten Kalle Kane mit dabei. Hi Kane. Konnichiwa, Hörer-san. Irgendwie ist so wie ein Déjà-vu, das hat man schon mal, oder? Kann das sein? Dass du so ganz witzig auf Japanisch begrüßt hast? Findest du die japanische Sprache witzig? Na, wenn du das sprichst, weil du verstehst dann deine Stimme also ganz komisch quietschig. Ja, weil die haben doch alle so Quietsche-Stimme. Boah, jetzt wird's gleich von Anfang an schon wieder so. Eigentlich nur die weiblichen Figuren, die quietschen alle immer so leicht erotisch ein bisschen. Das wollte ich jetzt auch machen. Deswegen war ich ganz überrascht, als es dann geheißen hat, boah, ey, wir könnten mal wieder ein Anime besprechen. Und ja, Kane, was für einen Anime hast du dir denn da ausgesucht? Und ist der so erotisch, wie du angehaucht deine Stimme schon passend dazu präsentiert hast? Wir haben uns Suzume angeschaut, im Originaltitel Suzume no Tochimari vom Makoto Shinkai. Der ist schon so manchen, glaube ich, ein Begriff seit Your Name. Den hab ich leider noch nicht gesehen. What? Hast du Your Name gesehen? Ja. Nach deiner Reaktion, ja. Hast du a Weathering with You gesehen, das Mädchen, das die Sonne berührte? Na, weil ich Angst habe, dass ich praktisch da genauso reagiere wie damals, als ich Your Name geschaut habe. Also Warner? Ja. Ah, okay. Ja, ich habe schon oft gehört, dass Your Name sehr berührend ist und nachdem ich jetzt Suzume gesehen habe, glaube ich das sofort, weil Suzume schon sehr viel Herz dabei hat und sehr viel Herzschmerz ein bisschen dabei hat, finde ich. Also kommt an Your Name nicht ganz ran, aber muss es ja vielleicht auch gar nicht. Es geht ja nicht darum, die Liebesgeschichten 1:1 zu toppen und ich finde Suzume bezieht sich dafür viel mehr auf diese Thematik, damit klarkommen, wie man halt praktisch auch mit dem Verlust weiter klarkommt. Wobei jetzt gerade, wo ich so drüber nachdenke, kann es sein, dass es bei Your Name auch eventuell das geht. Ja, ich hab gelesen, dass der Makoto Shinkai bei Your Name sich noch nicht so richtig traut hat, dieses Thema aufzugreifen, weil in Suzume wird ja eindeutig auf das Tohoku-Erdbeben, das damals auch Fukushima als Nachfolge mit sich gezogen hat, sie bezogen. Und hier ist es ja nach einem Erdbeben mit Tsunami. Und in Your Name, meine ich, war eine Metapher dafür Meteoritenschauer, kann das sein? Jetzt verratet nicht, glaube ich. Also, ja, das ist ja die Quintessenz der schon, Filme. Aber es geht auch um eine Katastrophe, aber ich möchte jetzt gar nicht auf Your Name zu sehr spoilern. Zum einen ich hab noch nichts, ich möchte ihn selber nur singen, also halt dein Schnauzer. Ja, genau, richtig. Aber bei Suzume, weiß nicht, können wir den Film überhaupt so in der Form besprechen, ohne dass wir da großartig spoilern? Ja, ich glaube schon, dass man das auch besprechen kann, ohne dass man großartig spoilert. Okay, ja gut. Dann, um was geht es denn in Suzume? Keine Ahnung, wir sollen das sagen, ohne zum Spoilern. In Suzume geht es eben schon um diese titelgebende Suzume. Die lebt bei ihrer Tante, die glaube ich hieß Tamaki, kann es sein? Ja. Wahrscheinlich schon. Ist auf dem Weg zur Schule gerade und da trifft sie dann auf den Suta. Der fragt dann so, hey, gibt's da nicht irgendwo Ruinen bei euch, da wo ich rum bin möchte? Du denkst erst, was ist denn der für ein Freak? Also ein komischer Lost Places Tourist. Und sie geht dann in die Schule nach diesem ominösen Treffen auf diesen gut aussehenden Kerl mit wallendem Haar im Wind und sagt dann einen großen Wurm meine ich schon aus dem Fenster und lauft dann in die Richtung. Oder sagt sie da schon den Wurm? Nein, den sagt sie dann auch. Schmarre, den sagt sie dann auch, weil sie ja zu diesem Lost Place auch hinkommt und da eine Türe findet. Eine ganz alleinstehende Tür mitten im Nirgendwo. Und da lunzt sie dann einmal rein und sagt halt da so einen Blick in eine Zeit, die man am Anfang auch schon gesehen hat, als sie noch klein war. Und dann findet sie noch einen kleinen Stein, der schaut aus wie ein Kätzchen. Und das Kätzchen ist auf einmal echt und sie ist ganz erschrocken und haut ab. Also das Kätzchen haut ab. Und dann rumpelt sie wieder in die Schule und sagt dann diesen komischen roten Strang, genannt Wurm, am Himmel.
Ja, sie muss dann auf alle Fälle, da fährt dann da in Richtung Wurm, da sagt sie dann den Sota, der gerade versucht, sie steht auf Firma, sagt sie dann den Sota, der gerade versucht, diese Tür, aus der Wurm rausdruckt, wieder zu schließen. Todesmutig wie sie ist, hilft sie ihm dann auch und sie schaffen es natürlich und so beginnt dann auch schon eine verrückte Reise, weil sie den Sota dann mit heim nimmt. Punkt. Aus den Riesenwurm werden dann eine kleine Tentakel und Susume verwandeln sie in einen Hentai. Oh Gott. What are you doing, Wurm-san? Nein, sie nimmt der Sota hat sich am Arm verletzt, der nimmt sie mit heim, verarztet ihn und dann kommt auch diese zum Leben erwachte kleine Katze, genannt Daichin. Und die wird dann, glaub, gefordert wird es, oder? Dann heißt es so, oh, Susume is kind. Also ich weiß nicht, hast du auf Deutsch oder auf Japanisch angeschaut? Auf Deutsch. Okay, weil ich habe auf Japanisch wieder angeschaut, bin ich einfach, kenn nicht anders. Ja, und wie es halt immer so ist, verwandelt die Katze den Suter dann in einen dreibeinigen Stuhl und haut ab. Was Katzen halt so dann, ist mir jetzt mit meinen zwei auch schon regelmäßig passiert. Und dann hast du da so einen Roadtrip quer durch Japan in Form von der Susume, den dreibeinigen Stuhl, der ihr nahe trappelt und die Katze, der Daichin, die sie verfolgen. Und auf diesem Weg müssen sie weitere Tore schließen, weil sich herausstellt, dass der Soto ein sogenannter Schließer ist. Also auf Englisch ist es dann Closer, weiß ich, wie sie es übersetzt haben. Schlüsselmeister, glaube ich. Schlüsselmeister, okay. Oder Türmeister, Schlüsselmeister, irgendwie sowas. Ghostbusters-Vibes habe ich da. Das ist auf alle Fälle sein Family-Business seit mehreren Generationen, dass er rumrennt und diese Türen wieder schließt. Und normal gibt's eben den Keystone, ich weiß jetzt nicht, wie der Stein, also dieser Katzenstein. Siegelstein. Und sie müssen halt diese Katze wieder zurückverwandeln in einen Siegelstein, weil der Wurm, wenn komplett rauskommt, breitet er sich ganz groß über einen Erdbereich aus und dann duscht er oben und dann gibt's halt wieder ein fettes Erdbeben. Und das wollen wir natürlich verhindern. Somit muss sie die Susume mehr oder weniger auch dem stellen, was ihr Kindheit zerstört hat, das Erdbeben von damals, durch das sie auch ihre Mutter verloren hat. Jetzt hast du eigentlich recht viel schon verzeiht. Kurze 2 Minuten Zusammenfassung. Kurze 2 Minuten. Ich glaube, eine wichtige Sache, was du ja gesagt hast, ist, dass es eben dann so ein bisschen Roadtrip-mäßig ist, weil sie verfolgen halt dann die Katz eigentlich durch ganz Japan und natürlich ist in ganz Japan immer wieder dann diese Wurmsituation. Und das macht den Film halt sehr episodenhaft, finde ich. Also du hast immer wieder mal ein anderes Setting. Es schaut bombastisch gut aus. Brutal. Das ist ein Beutel, das ist manchmal, also manche Szenen, aber da haben sie doch jetzt eine echte Beutel eingeschnitten. Ja. Da ist mal so, wenn es da sechst an Himmel, wo die Wolken vorbeiziehen, aber das ist doch jetzt es sind jetzt echte Videoaufnahmen vom Himmel. Ja, richtig, richtig geil. Vor allem, es macht da wieder mal brutal Bock einfach auf Japan, wo man sich dann denkt, oh, ich möchte da auch mal vorbeischauen, ich möchte da auch bei diesem Berg da vorbeifahren und auf irgendwelchen Mount Fuji, oder? Ja, keine Ahnung. Da muss sie da regt sie sich doch auf, wenn es vorbeifahren, dass sie jetzt halt nichts gesehen hat. Ja, genau. Den kannst du jetzt sowieso nicht mehr gescheit sehen, weil da jetzt halt nämlich eine große, da ist so ein Stell, wo man am besten fotografieren kann und da sind die Touristen halt alles wie immer Arschlöcher, haben alles zugemüllt und es hat es einfach nicht interessiert und jetzt haben sie da irgendwie so eine riesige, habe ich heute erst gelesen, eine riesige Folie, schwarze Folienwand aufgestellt, dass man sich da nochmal hinstellen kann, um den Mount Fuji zu fotografieren. Gut gemacht, Touristen sind's. Ja, toll. Aber vielleicht nochmal zurück zum Film. Man weiß eigentlich am Anfang gar nicht so recht, wo geht das jetzt hin mit diesen Katzen und dann eben, du hast ja schon einen Major-Spoiler praktisch rausgehabt mit dem dreibeinigen Stuhl. Oh my gosh. Wobei der dreibeinige Stuhl war davor schon da. Also die Katze hat nur den Sota praktisch in diesen Stuhl rein transferiert. Genau. Ja. Aber das macht es halt dann eigentlich ja schon wieder gleich am Anfang so richtig knuffig lustig, wenn du dann siehst, wie die Katz abhaut und die ist halt wirklich winzig und dann so ein dreibeiniger Stuhl hinterher humpelt und dann sie wieder hinterherläuft. Auf jeden Fall echt verdammt lustig und ich habe mir dann schon gedacht, das ist nur Täuschung. Wetten, da geht später irgendwie ganz, ganz schlimm um Tod und was weiß ich und du sitzt dann wieder da und schniefst dann so deine Tränen hinweg. Deine vollgewichsten Tempos, weil du keine Frischen mehr hast. Ja. Grausam.
Das war noch viel trauriger. Ja, und der Stuhl hat halt auch, man denkt sich zuerst, es ist halt voll so märchenhaft, man denkt sich, was ist das für ein Bullshit? Und ich hab dann mit einem Kumpel angeschaut und gesagt, stell mir das als Realverfilmung vor. Wie sie da darf wahrscheinlich Leute sagen, was ist das für ein Scheißdreck, wenn jetzt ein Stuhl umeinander rennt. Aber in dem Anime-Märchen angehauchten Ding, was aber trotzdem in der modernen Zeit spielt, finde ich das hat einfach schön reingepasst in das ganze Setting. Und der Stuhl hat ja eine tiefere Bedeutung für die Suzume. Das ist ja noch ein altes Geburtstagsgeschenk für ihre Mom. Und das heißt aufhören zum Spoilern. Ja, das ist ja nicht wichtig. Das ist nicht wichtig. Es ist zwar elementares, elementare Handlung in dem Film, aber das ist nicht wichtig. Interessiert ja keinen. Nein, aber machen wir mal vielleicht eine dezente Spoilerwarnung dazu. Manchmal kann es passieren im Eifer des Gefechts, dass ich erzähle, das ist jetzt nicht so wichtig als so wichtiger Arne und der Corby schon. Also, es gibt streitbare Spoiler jetzt. Ja, richtig. Also für alle anderen, die vielleicht nur spoilerfreier rausgehen wollen aus der Folge, dann, ja, ich glaube, da kann man schon mal so ein Mini-Fazit vorwegnehmen. Sehr sehenswerter Film. Ist aber schon, ja, Liebesdrama. Lebensdrama, so. Ja, es geht jetzt schon stark um so Traumabewältigung irgendwo, finde ich. Also ich fand jetzt eher so, ich hätte es jetzt nicht so als Liebesdrama, natürlich ist es eine Liebesgeschichte, aber die habe ich eher so als eine Metapher auf das gesehen, dass sie nicht wieder jemanden verlieren möchte durch so einen Schicksalsschlag wie vorher schon mal. Und das ist so ihre Bewältigung, dass sie dagegen ankämpft, gegen die Angst und so weiter, die sie gehabt hat und die sie wahrscheinlich ihr Leben lang begleitet hat. Drum da ist jetzt nicht als reines, ja, eher so ein Liebesdrama, in der es halt allgemein einfach ums Leben mit so einer Tragödie geht. Ja, gut. Das heißt, ab jetzt Spoiler mal so leicht, von dem her. Also, ich habe ganz lang irgendwie das gar nicht verstanden, so richtig mit dem Stuhl, weil der am Anfang für mich gar nicht so präsent war. Aber nach und nach lernst du ja sogar diesen Stuhl lieben, weil der irgendwie so charismatisch, niedlich, nett ausschaut mit seinem Gesicht da irgendwie mit drin. Und als es dann später rausgekommen ist, dass das ein Geschenk von ihrer Mom war, dann macht es das halt einfach nur viel, viel schlimmer irgendwie, weil weißt du denkst, oh Gott, wahrscheinlich passiert dann am Ende noch was, er verliert nur ein Bein. Ja, und den Mann, das ist ja den hat es ja wiedergefunden, oder? Den Stuhl nach dem Tsunami. Ja. Nach dem Erdbeben, und da hat er nur noch einen Fuß, und es ist dann auch so das Einzige, was ihr diese Katastrophe von der Mom lassen hat, ist dieser Stuhl. Also es ist schon sehr, sehr, ja, sehr tragisch, ein sehr tragisches Symbol. Es gibt dem Charakter vom Sota wahrscheinlich nicht unbedingt zugute, dass man eigentlich einen Sota die ganze Zeit eher mit dem Stuhl in Verbindung bringt, anstatt diesen jungen Kerl mit seinen wehenden Haar. Ich bin echt sehr, sehr positiv überrascht, wie viele Kämpfe es da dann gibt. Oder was heißt Kämpfe? Ich glaube, das ist nicht das richtige Wort. Diese Finalszenen, wo du jetzt denkst, okay, jetzt geht's nochmal richtig zur Sache, weil sie kommen mit ihrem Roadtrip dann irgendwann in Tokio an, und selbstverständlich ist in Tokio noch ein anderer Siegelstein, der möglicherweise dann nicht mehr ist. Und da entbricht halt dann schon so ein riesiger Kampf in Tokio mit diesem Wurm, den auch nur sie sehen kann, beziehungsweise halt dann nur die Katz und Sota. Und da habe ich mir schon gedacht, das ist jetzt wahrscheinlich das Finale. Auch unter anderem, weil der Film einem schon sehr lang vorkommt mit diesen unterschiedlichen Episoden. Er hat ja mal eine knappe 2 Stunden, oder? Oder reicht knapp es? über 2 Stunden. Ja, also mit dem Abstand. Doch, genau, 2 Stunden. Abstand, mit dem Abspann hat er 2 Stunden. Ja, er hätte vielleicht eine Viertelstunde weniger vertragen können. Das haben wir ab und zu gedacht, jetzt ist es ein bisschen lang, aber hat mich jetzt nicht so extrem gestört, weil er halt in der Zeit auch trotzdem, er ist halt so unglaublich schön gezeichnet. Da sind Effekte dabei, dass du meinst, das ist mit einer echten Kamera jetzt halt alles gefilmt, mit so Linseneffekte und so, brutal. Finde ich richtig geil, deswegen habe ich seitdem auch voll Bock auf den Your Name. Ich hoffe, der ist auch auf Crunchyroll oder irgendwo drinnen, den muss ich mir jetzt auch anschauen. Weil ich wollte eigentlich auch beide im Kino, ich glaube, die sind so beide im Kino gelaufen, beide über Seng im Kino,
ganz toll. Na, der Weathering You, der kam, glaube ich, letztes Jahr auch immer nur im Kino. Your Name ist schon harter Tobak. Also sei vielleicht froh, dass du ihn daheim anschaust und dann so in dich reinweinen kannst. Ich habe dann auch noch ein bisschen über das Ding nachgelesen und ich habe über den Film nachgelesen und weil er schon, da ist halt ultra viel drinnen, in das du irgendwie eine interpretieren kannst. Und er bezieht sich ja ziemlich stark auf den Shintoismus. Das ist die zweitgrößte Religion anscheinend in Japan, durch diese Tore, weil es ist ja eine Tür, die so einfach im Raum steht, einfach im Feld. Und da gibt's ja diese Shinto-Tore, die hast du sicher schon mal gesehen, die meistens so 2 Balken und obendrauf 2 Querbalken drauf haben. Und an die orientiert sich ja dieser Film, weil in Suzume kann ja dadurch auch in eine andere Welt übergehen und es kommt ja was aus dieser Welt außer. Und diese Shinto-Tore sollten auch immer so einen Übergang in eine andere Welt darstellen. Und dann auch mit dem, dass sie die Würmer in ein Wasser auflösen, das Wasser, weil im Shintoismus wird Wasser als Reinigung oder als reinigende Kraft bezeichnet und das Ding ist dann gereinigt, löst in Wasser auf. Du hast auch bei der ersten Tür überall diese roten Backsteine rumdumm, weil das nämlich auch für Heilung steht und die rote Farbe, die meisten von diesen Shinto-Tore sind ja rot. Und die Katzen sind anscheinend heilige Geistwesen namens Nekogami im Shintoismus. Aber ich habe jetzt nicht so richtig rausgefunden, was der Daijin und der Sadaijin eigentlich darstellen soll. Da bin ich mir unschlüssig. Auf der einen Seite hätte ich gemeint, dass hätte ich jetzt die weiße Katze, also die Daijin, so als ihr Vergangenheit gesehen, die viel mit Flucht und Angst vielleicht zum Tor gehabt hat und die Sadaijin dann ihre Zukunft und ihre Entscheidung, dass sie jetzt nicht mehr davor läuft, sondern sie ihre Ängste stellt und zwar halt auch diesen Trauma. Das war jetzt so meine Interpretation gewesen bei den 2 Viecher. Aber ich weiß nicht, ob du wie du das sagst. Also, ich habe im Prinzip da gar nicht so viel drüber nachgedacht. Also, mir hat die Erklärung gereicht, dass das 2 Götter sind. Und die große schwarze Katze, die dann kommt, die habe ich eher so interpretiert, dass das irgendwie zusammenhängt war mit dem, was war es denn, der Großvater von dem Sota? Der Großvater, der im Krankenhaus liegt, gell? Genau, also weil irgendwie hat die Katze ja also eine Art Schnurrbart dann gehabt, als sie dann verwandelt hat. Und den Daijin, der hat man dann halt zum Schluss aus sich richtig leid, oder der tut einem schon so leid, wenn er halt dann von ihr beleidigt wird und dann so sagt, ja, hast du mich nicht lieb? Und dann sagt sie, nee. Und dann geht er so ein. Da habe ich mir gedacht, wow, das ist wahrscheinlich bei jedem, dem ich schon mal gesagt habe, dass ich ihn nicht lieb habe. Ja, bei mir zum Beispiel. Ja, genau. Sagst verständig, dass du mich nicht lieb hast, du Arsch. Ja, einfach so, wie aus dem Nichts. Kann ich wollte ja eigentlich nur sagen, ich hab dich nicht lieb. Ja, weil du hast ja, Sadaijin taucht ja auf in so einer Szene, in der sie sich Suzume mit ihrer Tante recht wild fetzt. Und als das dann vorbei ist, fetzen sie ja die Daijin und der Sadaijin. Und die Sadaijin, meine ich, hat ja dann so die Überhand und packen an Daijin so am Knack und nimmt ihn mit. Deswegen hätte ich das irgendwie so in die Richtung gesehen, okay, jetzt ist sie entschlossen, dass sie kein Last mehr ist, dass sie sich selber nur mal als Last sagt, dass sie selber nicht mehr davor läuft und dass sie sich jetzt seit allem stellt und eben darum ihrem Trauma, was dieses Erdbeben durch Würmer ausgelöst ist. Krass. Krass, was du da rein interpretierst. Für mich war eigentlich nur wichtig, ob es einen Sota retten kann. Und wie es dann am Ende mit sich selbst klarkommt. Naja, also ich finde es interessant, was du sagst, weil am Ende habe ich mir dann gedacht, okay, ist das echt jetzt so der Schluss? Die Katzen sind einfach wieder Ziegelsteine und Scheiß drauf. Das war irgendwie so ein bisschen Anime-untypisch für mich, weil ich mir gedacht habe, ja okay, jetzt gerade nur im Abspann, der übrigens sehr, sehr gut ist, allein schon mit der Musik, aber natürlich dann auch, dass dann nochmal die Charaktere beleuchtet werden. Da habe ich mir dann gedacht, ja okay, bringt halt bitte dann die Katze nochmal irgendwie, weil eigentlich verdient hat es nicht, dass jetzt mehr oder weniger sie geopfert hat und jetzt wieder Ziegelstein sein muss. Weil sie sagt ja immer wieder, wo Suzume zu der Katze dann sagt, ja, verwandelt ihn bitte wieder zurück. Dann sagt sie, ja, das geht nicht. Kann ich nicht machen. Er setzt den Ziegelstein. Ja, genau.
Ja, ich habe am Anfang einmal gemeint, das ist einfach nur, dass die gegen ihren Willen als Siegelstein hergenommen worden ist und jetzt halt einfach frei sein möchte und sagt, ja, ist mir scheißegal, was passiert, er ist das jetzt halt, ich mach das nimmer. Aber eben dann so dieser Knackpunkt, den ich vorher erzählt habe, als sie miteinander streiten, da habe ich mir irgendwie gedacht, im Nachhinein so, irgendwie ist da irgendwie glaube ich, ist das was anderes. Weil ich habe dann auch noch mit Google, es gibt ja den Daijin und Sadaijin, aber es waren Regierungsämter aus dem alten Japan. Ich glaube jetzt nicht, dass sie damit irgendwie was zum tun haben. Doch, bestimmt, das ist es. Also, weil der Daijin ist ein historisches Regierungsamt in Japan und bezeichnet den höchsten Ministerrang im Großkanzleramt. So wie du das immer sagst, klingt das wie der Deutsche. Der Daichi, Servus Daichi. Und Sadaijin ist meist als Kanzler zur Linken übersetzt, war ein Regierungsamt in Japan der späten Nara- und Heian-Zeit. Okay, schön. Also wir haben jetzt hier auch noch einen fetten japanischen Geschichtslehrgang. Da geht's richtig ab. Also bei Suzume ist ja, wenn man den jetzt einfach so schaut, dann ist es halt eher so ein bisschen so Fantasy angehaucht, Traumabewältigung. Wenn du dann einmal drüber nachliest, wie viel das der eigentlich aus der japanischen Mythologie und so rausnimmt, weil Erdbeben sind früher ist auch dem Ganzen nachgesagt worden, dass Erdbeben durch einen riesigen, ich glaube, Wels ausgelöst werden, die unter der Erde halt im Wasser wohnt. Und wenn er sich dreht und bewegt, dann rumpelt es halt auf der Welt und es gibt da auch so einen riesigen Stor, der in seinem Kopf drinnen steckt, der ihn fixiert. Und es ist ja genau das, was da auch passiert. Riesige Würmer, die so länglich wie so ein Wels rauskommen, einen Stor in den Kopf einstecken, damit wieder Ruhe ist. Also er bedient sich da an ganz stark und da habe ich irgendwie, ich war jetzt halt am Liebern, hätte ich gesagt, hey, ich mag jetzt nicht aufnehmen, ich mag noch mehr über diese ganzen mythologischen Sachen nachlesen. Schön. Also ich habe tatsächlich mir schon fast gedacht, dass du da sehr verzaubert bist in diese Mythologie dahinter, weil ich wirklich überrascht war, als von euch der Vorschlag kam, hey, wir könnten eine Folge über Suzume aufnehmen. Ja, weil ich eben den schon länger auf der Watchlist gehabt habe und ich wollte eigentlich, wie ich schon gesagt habe, im Kino sehen und haben da versammelt und vor kurzem habe ich gesehen, dass er auf Crunchyroll drinnen ist. Dann haben wir gedacht, ja, die Woche fällt ja die Aufnahme aus, vielleicht hat irgendjemand Zeit, dass wir Suzume aufnehmen und den anschauen, weil dann habe ich endlich den Antrieb, die Woche den Film zu schauen. Ach so, ja dann und ich bereue nichts. Alle, die wir vielleicht da angespitzt haben, es ist nicht nur auf Crunchyroll, es ist ja momentan ganz groß bei Netflix drin. Ah, okay. Da habe ich gar nicht aufgepasst. Ich habe gedacht, daher kommt's. Nein, ich habe es letztes Mal, wie gesagt, bei Crunchyroll gesehen, dass Suzume da drin läuft. Okay. Ist dann Your Name auf Netflix? Also ich habe es damals auf Netflix gesehen, ich habe aber jetzt gestern ehrlich gesagt nicht die Lust verspürt, dass ich mir Your Name dann auch noch mal also da habe ich ja wirklich Respekt davor. Der Film war grandios gut. Aber ich habe am Ende so bitterlich geweint, dass ich da erst bei keine Lust mehr drauf habe. Ja, passt, dann schauen wir den einmal allein an. Dann die große Frage, wie hat's denn tränentechnisch am Ende bei Suzume ausgeschaut? Wenn du das mit dem Kumpel angeschaut hast, dann wahrscheinlich... Wir sind uns in die Arme gelegen und haben uns gegenseitig in den Häuser gefallen. Ah ja, okay. Das ist eine ganz klare Sache. Kann man einmal machen unter Kumpels. Na, aber jetzt, also es wird ja schon, ich kenne dich ja, du tust immer so hart, aber in Wirklichkeit bist du ein ganz weicher Mensch. Nur weil ich einen weichen, dicken Bauch habe. Das ja, Bodyshaming. Da wird dir das bestimmt nahegegangen sein. Ja, da geht schon. Also ich finde allgemein diese, jetzt habe ich ja schon öfter mal gesagt, im Hardline-Ding, dass ich so diese Verlust- und Trauer-Thematik, die geht mir immer ziemlich nahe. Und ich stelle mir das, wenn man sich vorstellt, dass dieses Erdbeben und der Tsunami, der da, ich glaube, um die 20.000 Leute umgebracht hat, wie viele Kinder ihre Eltern da verloren haben und dann halt auch diese Szenen, diese Rückblicke, wo du dann hörst, wie sie rumrennt und ihre Mom sucht und die Leute schon drüber reden, und die klar, und jetzt ist sie wieder da und sucht und versteht's nicht. Und dann halt am Ende so diese Aufarbeitung davon, das war schon, da kann man schon mit Pippi in die Augen kriegen, muss ich sagen. Ja. Das ist schon etwas. Also ich da jetzt das Ende nur ungern spoilern. Die meisten kennen es wahrscheinlich dann zwar schon länger, aber wer bis hierher noch zugehört hat und den Film noch nicht gesehen hat, ihr habt immer nur ein sehr aufwühlendes Ende vor euch. Das mache ich jetzt nicht spoilern, so wie die ganzen restlichen Filme. Now ist ja aber nicht gespoilert, das kämen schon ein paar coole Sachen vor, die wir gar nicht erwähnt haben.
Ich habe den Film auf 2 Teile gesehen, deswegen habe ich vorhin gesagt, der kam mir dann sehr lang vor, weil das erste Finale für mich das in Tokio war und dann habe ich mir gedacht, boah, fuck, der geht noch weiter. Und dann, ich bin nicht schon mal aus der fertig, was soll das? Ja, eben, und dann war ich wirklich schon mal aus der fertig und dann habe ich mir gedacht, okay, nein, den Rest schaue ich mir morgen an. Und dadurch bin ich emotional natürlich zwar angefixt gewesen, aber dann nicht mehr ganz so in dem aufwühlenden Thema, wie als ich es mir dann das zweite Mal angeschaut habe. Aber ich bin trotzdem da gesessen und habe dann innerlich schon wieder mit mir gekämpft. Gott sei Dank, hahaha, war meine Frau wieder mal anwesend, die dann irgendwelche saudummen Sprüche von der Seite rüberkommen hat lassen und dann hat sie mir die Stimmung entsprechend versaut. Hättest du den Kirch geschickt, wo sie gehört? Ja, aber ich glaube, hätte ich mir den alleine geschaut, dann wäre ich wahrscheinlich am Ende auch da gesessen und hätte dann wieder ein paar Tränen vergossen. Das ist eigentlich gar ganz schön miese Nummer von deiner Frau, dass du den Film so versaut. Das ist ja neulich bei Ding gewesen, als ich mir Digimon, die erste Staffel, angeschaut habe. Da sterben ja auch ein paar Digimon. Boah, das ist voll mies. Und ich war nur Pokémon gewohnt und schau mir Digimon und irgendwie so, was? Die können sterben? Was? Ja, die können sterben, verdammt. Stop it. Und ich sitze da und war wirklich gerade voll die krasse, schlimme Szene, also ohne Scheiß. Ja. Und dann fängt sie voll aus Lachen an. Voll. Und es war so unpassend, es war so fies und ich habe ihr dann am Ende auch gesagt, dass sie echt ein Miststück ist, wenn es um sowas geht. Weil, also. Ich darf jetzt mal sagen, du hast im Keller ein neuer Herd versteckt, den soll sie sich anschauen und dann das unten einsperren, wenn es ganz voller Vorfreude da oben rennt. Ja, genau. Oder halt klassische Scheidung. Ich habe aber, deswegen fand ich es auch vorhin cool, dass du das gesagt hast, dass ihr darüber geredet habt, wie wäre der Film, wenn er als Realfilm produziert worden wäre, dann das bestimmt auch da sitzen und heulen. Aber so, bloß weil er einfach pauschal, weil er Anime ist, also, ist es ein Scheiß. So typisches Anime-Bashing einfach nur, das ist ein Zeichentrick, so ein Scheißtrick, ja, bis du genau. 5. Ja. Okay. Ja. Okay. Gut, dann da die sagen, Top und Flop, Kani. Was ist dein Top und Flop? Mein Top ist die Filmmusik, also der Score. Oh, ja. Nicht jetzt halt der japanische Schlager, der die ganze Zeit im Auto läuft. Weil der ist so geil. Märchenhaftig. Ach, der ist super. Ja, ist natürlich schon geil. Ich habe den ganzen Tag nur wegen diesem Blödsinn von dem Auto japanische Popmusik aus den 80er und 90er gehört. Das ist super. Das ist wirklich super. Muss ich auch mal reinhören, ich probier's aus. Ja. Ich stehe auf den Japaner-Scheiß. Das ist ab und zu echt weird, aber manchmal finde ich es voll geil, diese Lieder. Manche Intros von Animes sind Weltklasse. Ja. Da gibt's uns von Naruto Shippuden, das ist so gut. Das ist sofort in meine Playlist eingewandert, hilft nicht. Ja. Muss man durch. Aber ansonsten, ja, der Score, das ist wirklich, als das da keine, also es ist ja irgendwo so eine märchenhafte Erzählung und das ist so schön unterstrichen durch die Musik die ganze Zeit. Da haben wir einmal gedacht, so, wow, das ist echt, das habe ich selten, weil irgendwie kann ich auf den Score nicht so extrem achten bei Filmen, aber der hat sich so einbrennt bei mir, dass ich mir die ganze Zeit gedacht habe, das war das darf ich mal als Hintergrundmusik gern irgendwo organisieren und gut, dass ich jetzt daran denke, weil ich habe mir gestern gedacht, da muss ich mir schauen, ob es einen Soundtrack gibt zu dem Film auf Spotify, weil das war eine schöne Begleitmusik für alles, was du tust. Ja. Und mein Flop ist in dem Fall ganz schwierig, aber ich darf jetzt einfach mal sagen, dass diese Daijin und Sadaijin nicht richtig erklärt werden, was sie genau darstellen. Das ist zwar cool, dass sie so viel Interpretationsspielraum lassen, aber ich möchte es einfach wissen. Sag mir einfach ganz genau, was das ist, ohne irgendwas drumherum. Ich möchte es wissen, verdammte Scheiße. Scheiß Makoto Shinkai, hau die ein. Oh Gott, hallo. Nein, da nicht durch. Scherzanruf. Und bei dir? Mein Top ist das Ende, weil da kommt einfach nochmal alles zusammen und übertrifft das, was du in dem Film eigentlich erwartet hast. Also zumindest das ist mir so gegangen. Weil ich dann auch echt da gesessen bin und ich habe bis zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst, dass das von dem Regisseur von Your Name ist. Und habe mir gedacht, oh nein, nicht schon wieder so eine Situation. Aber war richtig, richtig gut. Und mein Flop ist dafür dieser sehr schnelle Entschluss, dass sie sich jetzt gerade unsterblich verliebt hat, so nach dem Motto. Weil man dann auch denkt, ja, aber
Du hast doch jetzt den Typen einfach nur gesehen. Also, Ja, Liebe auf den ersten Blick, was ist mit dir? Was ist ja, bei dir und deiner Frau nicht so? Genau, aber halt so ganz Darfst du das nicht sagen, gell? klischeehaft romantisch, so eine 17-Jährige verliebt sie auf einen Blick in irgendeinen Fremden. Ja, sag's noch. Und dann, War es bei deiner Frau nicht so? Ha? Darfst du das nicht sagen? hä? Ja? Alles klar, wissen wir schon wieder, wo der Butler muss halt. Okay. Und der Film endet halt dann eigentlich für das, dass das am Anfang diese Prämisse war, nicht nicht so zufriedenstellend, wie man es dann erwarten würde. Aber gut, macht natürlich dann auch wieder ein bisschen den Charme des Films aus, dass man dann sie auch überraschen lassen kann. Ja, und ich sage halt, ich weiß nicht, ob es dir was hilft, aber mir hat es jetzt nicht so viel. Ich verstehe das schon, dieses typische, oh mein Gott, jetzt haben sie sich einmal in die Augen geschaut und sofort ist die große Liebe. Aber ich sehe da eben irgendwie eher so die Verbindung, dass das sie sagt darin den Verlust von ihrer Mom, dass ihr was Wichtiges jetzt halt wieder durch so eine Katastrophe genommen werden kann. Darum verstehe ich es ein bisschen so diese Liebe auf den ersten Blick da ein wenig anders. Das ist gut, dass ganz am Anfang diese wo man ja glaubt, Traumsequenz kommt mit ihr als kleines Mädchen und so. Weil ich glaube, wenn der Film nur so losgegangen wäre, so sie steht auf, sie verlässt das Haus, sie verliebt sie auf einen Blick in den Typen, dann hätte der Film mich gleich sofort verloren. so ticky halt. Wenn mir das nicht innerhalb von 10 oder 15 Minuten irgendwie interessenmäßig so am Ball hält, dass ich sage, okay, cool, ich möchte das bis zum Schluss sehen und wissen, was das große Ganze dahinter ist, dann habe ich da, also sehr schnell bei Interesse verloren und schalte dann aus. Schöne Liebe aus. Doch. Nein, das muss nicht sein. Ich mein, aber Corby, an der Stelle vielleicht dann auch wieder gut, dass es ein Film ist und keine Serie, weil diese Serie, wie schon gesagt, mit ich verliebe mich auf den ersten Blick anfangen, würde ich schon über die erste Folge nicht hinwegkommen. Ja, und die Story, glaube ich, das war zu. Was möchtest du dann da, wenn es als Serie was schon dann ja, dafür, doch, es ist ja prädestiniert dadurch, dass so ein bisschen episodenhaft ist. Ja, aber dann habe ich 27 Folgen, wie es so Anime-Staffel typisch ist, und in jeder Folge schließe ich eine Tür. Hau ab. Ja. Gibt es Filler-Folgen? Ja, Gott sei Dank. Nur so Katzenabenteuer, keine Ahnung. Ja, okay, die darf ich mal gerne anschauen. Das ist wie bei dem Yakuza Goes Hausmann. So ein Scheiß. Das ist Weltklasse. Das mal vorweg, es ist Weltklasse. Und da ist am Schluss, kommt da immer, nicht immer, aber bei ganz vielen Folgen kommt am Schluss nur so eine kurze Episode nur über einer Katze, wenn es durch die Nachbarschaft streift. Und das sind immer die Besten. Die Besten, ja. Die sind super. Die sind richtig gut. Und dann, ja genau, machen wir so Summe, der Anime, ganze Serie, 50% Filler-Folgen wie bei Naruto. Geht's ab. Oder sind ich glaube 48% oder so sind bei Naruto insgesamt Filler-Folgen. Kriegst du es mit den Nerven. Ah, Corby, haben wir bei Susume Titten? Nein. Wir haben nicht einmal völlig übertrieben aufgeblasene Titten unter ihre Klamotten. Es ist nämlich echt einmal ein Anime, der nicht so zeichnet, so typisch, jetzt bin ich gleich vom Feppen mäßig gezeichnet worden. Das ist schon schön. Haben wir tote Tiere? Boah, schwierig zum sagen, oder? Ja, ich sage jetzt einmal nein. Sicher? Ja, weil das kann also ja wieder... tatsächlich jedes Mal, wenn ich das japanische Essen gesehen habe und sie dann da so genüsslich ein Stück aus dem Lachs rausnehmen und so, da habe ich mir gedacht, boah, Japaner sind, was das betrifft, irgendwie schon immer hart im Nehmen. Ja. Ja, guter gegrillter Lachs ist schon gut. Ja. Aber ich sage, aktiv sieht man keine toten Tiere. Nein, das Essen zählt jetzt ja nicht, weil sonst hätte man fast alle tote Tiere dabei. Ja. Und vielleicht war es also ein Vegan-Lachs, das wissen wir ja nicht. Und haben wir Trompeten? Na, kann ich mich auch nicht dran erinnern. Nein, keine Trompeten. Außer es ist vielleicht gar kein Wurm. Und da der Stuhl ja 3 Beine hat und ein Mann in diesen Stuhl transportiert wurde, kann man ihm vielleicht ein halbes Tee geben. Oh Gott. Also entweder holt der riesige Gottheit seinen Schwengel durch das Tor durch und es ist kein Wurm, oder die 3 Beine bedeuten auch was anderes. Schreibt uns bitte in die Kommentare, wenn ihr findet, dass wir richtig schlimme Menschen sind. Braucht sie reinschreiben, das hat meine Mama schon gesagt. Ach so, okay. Ja, das war's dann, oder?
Ja, das heißt, wir machen mal dann auch noch eine Folge über Your Name, oder was? Können wir gerne machen, weil der steht auch schon lang auf meiner Watchlist. Oder soll ich aber sagen, das darf tatsächlich anbieten, so als Reaction-Video. Ich mag nicht keine Reaction-Videos machen, lass mich. Warum? Öffentlich im Internet weinen, ist das nix? Nein. Okay, gut. Ich möchte das nicht. Ja, nur mal vielen Dank für diese Auswahl. Also es hat mich wirklich sehr gefreut und ich habe den, außer dass der halt momentan ein bisschen bei Netflix gefeatured war, nicht am Schirm gehabt und den Weathering You habe ich mir mit Absicht nicht angeschaut. Ja. Ist der auch auf Netflix drin, oder? Ich weiß es nicht, kann sein. Also. Aber was ich eben sagen wollte, ich habe mir den mit Absicht nicht angeschaut, weil ich halt nicht nochmal dieses Your Name-Feeling haben wollte. Aber mein Gott, jetzt ist es passiert. Suzume hat es fertiggebracht, dank dem lieben Herrn Shinkai. Und wir können gespannt sein, was dieser Mensch in seiner fortlaufenden Karriere noch alles für Filme produziert, weil, sagen wir mal, seit Your Name hat er einen Hit nach dem anderen produziert. Nicht schlecht. Mhm. Ein Hundling. Ein Hundling. Ein richtiger Hundling. Gut, dann... Ich bin auch gespannt auf die weiteren Werke von dem Jahr. Und ich werde jetzt erstmal noch ein bisschen was nachholen von ihm. Macht es. Und du die Taschentücher bereithalten. Die sind immer griffbereit auf der Couch. Ich weiß. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Mata Kondo und nicht von Japan. Okay, Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Achso, bis dann. Ciao. Auf Wiedersehen.